Drogen, an Prostitution und so. Den Dreh- und Angelpunkt am Land ist in dem Moment gar. So, der Mond für einen Ton als Storsehen. Ja? Ich kann es gut jetzt sogar davon. Nee, kommen Sie noch her, ich kann 10 Mal gedient. Okay. Zu Lützenburg an der ausländischen Community ist enorm gut angekommen, dass sie konnten endlich etwas auf Lützenburg gucken. Und ja, mit das ist Realität. Das ist für sie auch keine Antwort. Weil sie ja nicht, dass das nicht so ist. Sie so just, das soll nicht gewesen gehen oder das soll ernst gewesen gehen. Wenn ein Drama aus Hollywood zu gehen, da soll ihn direkt auf Hollywood. Okay. Da soll ihn direkt volle Kilo, wenn die dabei können und immer seht, ja, schon noch eine Serie auf Netflix. Ja, okay. Diese Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Willkommen zurück bei der Göllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützenburg. Mein Name ist Philipp Iberich und ich bin Heimann. Tom Busseler, die ganz große Ehre haut bei ist und der Kreateur von Capitani, Thierry Faber. Nicht Regisseur und geleiert. Ja. Erklär es direkt mal, was ist der Unterschied Kreateur und Regisseur? Das ist, also auf jeden Fall ganz großen Unterschied. Den Kreateur ist ein Term, den ich nicht mehr für Serie gebracht habe. Das sind nie für Film zum Beispiel. Okay. Am Film kann ich sagen, dass der Produzent einerseits geht an den Regisseur. Regisseur, Realisateur ist dasselbe. Das ist okay. Das Deutsche, dann das Französisch. Auf Englisch Director. Das designiert immer den am Anfang den Film möchte. Den, dem sein Nummer nur steht, den Schauspieler dirigiert, weil er den ganzen Film spielt. Ja. Der Creator von einer Serie ist den am Anfang die Serie erfüllt, im Sinne von, dass das Projekt erfüllt, Geschichtmäßig schreibt, okay. Also erfüllt, schreibt oder einer Autor dirigiert, weil er muss viel mehr schreiben wie ein Film an meiner Zeit. Und dann noch der ganze Suivi, der Creator kann noch den anderen Episode realisieren, muss aber nicht. Okay. Und bei einer Serie kommen eben oft verschiedene Realisateure verschiedene Episoden realisieren. Du hast Drehbuch geschrieben? Genau, also ich habe auf der Fall Geschichte erfunden. Ja, voilà. Ich habe die Geschichte so geschrieben, dass ich da 12 Episoden machen. Okay. Und dann sind 2 andere Autoren mal Hilfe gekommen und für die 12 Episoden auszuschreiben. Das heißt, du können das verschiedene Leute, bei dir war es nicht verschiedener, aber das heißt, bei einer größeren Serie können das verschiedene Leute sind, die verschiedene Episoden absolut, ja. directen. Ja, ja. Also im Ausland, bei großen Projekten, ist es immer so, schon lange nicht mehr, weil ich muss mich sehr viel kommen. Das heißt, den nächsten Regisseur ist am nächsten Episode fertig, er geht dann direkt mit dem Episode an den Montage, er möchte die ganzen Postproduktionen in der eben Bildmontage, Tonmontage, Musik und da ist den zweiten schon im Gang weiterzudrehen. Ah, krass. Und dann gehen das dann nicht verschiedene Stile irgendwie? Das ist so, dass der Stil muss festgelöst gehen. Ein Regisseur bei einer Serie darf nicht mehr, was er will. Okay. Dafür noch verschiedene Regisseure machen das nicht gern, weil sie sich nicht können komplett frei entfallen. Ja. Normalerweise ist der erste Episode, was wir den Pilot nennen. Der soll am Anfang den visuellen Stil geben. Wenn er eine Kamera aus, die auf der Schule raus und die nervös rundherum lebt, dann dürfen die Realisatoren, die an Druck kommen, nicht aufhängen, super smooth, endlos lang Plank zu machen. Das ist also einfach so. Und wenn du als Kreateur fertig bist, hast du Lorang bei Kapitanen auch directed, oder nicht? Schön ungewollt directed, weil der Realisateur Covid-Kontakt war und mis 5 und Quarantäne, 6 und Quarantäne gehen und dann effektiv sind ich angesprungen. Okay, und das ist nicht schwer, wenn du so die Ideen am Kopf hast und da in den anderen aufzugehen? Schon, aber zu 2 sind aber besser. Also ich, mir, wenn Christoph Wagner den Regie geführt hat, wenn ein Plateau war und da hat einen gewissen Stress, so muss bei Serien, da muss ich viel sehr drehen und der will keine Überstunde machen, dann ist es gut, einen zu haben, das sind dann euch, den 10 Meter wie weit sitzt, ein bisschen mehr Gesamtbild hat, den ich kann froh, wie viel Wert sieht denn da schon zu bei Krimi. Du könnt die sehr an Labyrinthen. Ja. Aber den dann dünner geht, der sagt, pass auf, ich meine, das ist wirklich mehr wichtig, dass das mal gesehen, dass die nicht aufpasst, wie das mal gesehen, dass die da drüber war. Weil das für den die 10 wichtig. Okay. Und für hier, also eben, das ist für eine Sache muss ich dann abgehen. Also was ich bei einer Sache an Stück geschaut habe, weil das mir gut war, da muss ich lernen. Dafür ich muss dann aber dem Regisseur auch können kreativ leben. Ich mich gefreut, so bei wirklich dem finale, also Produktfinal, wie konkret du da involviert bist? Also zum Beispiel, wenn am Hintergrund der Streckbrett in einem Zimmer steht, bist du da noch involviert dran? Ja. Okay. Ja. Das ist das, was du viel gehen am Skript? Nein, nicht unbedingt. Mit dem letzten Detail
der Freund steht einfach mal Streckbrett rundherum, man sieht keiner. Ja. Also so, wenn du Streckbrett steht, dann ist schon gesagt gehen, gibst du da okay von, wenn du Streckbrett steht. Ja. Ja. Oder also okay, das Mauer, also okay, dass du geringe Wöllerwänger weißer Mauer hängt. Ja. Du kannst sonst mal wurscht. Du kannst auch so nicht, die Wölle muss rot sein, weil das eine Bedeutung wird. Entweder an der Geschichte, der daran ich habe du gesagt, dass die Wölle du mich im Pap sein Wölle erinnert, oder vielleicht an der Symbolik oder weil auch immer. Mit das mir gibt für nicht nur 3 Weißhäuser rundherum Stunden und das hat für du diskutiert. Ist das wirklich nächsten Zufall, weil das also kein letzten Detail als prinzipiell außer also prinzipiell nicht, nein, das geht effektiv relativ sehr und du kannst mal kommen, dass geht fängt nicht ich weiß nicht Haus auf der anderen Seite von der Straße gerne verwund zu streichen. Ja. Das ist einfach, okay. Es gibt aber Limiten. Ja. Mehr normalerweise also dafür gibt es ja ein ganz Deko-Equipe. Wir kommen nicht einfach mal zu verstehen. Das ist eine Equipe von 5, 6, 7 Leute, die fängt gemeint für den Tournage an. Da gibt all Dekor, gibt diskutiert. Okay. Wie viele Leute schaffen schlussendlich in einer Serie? So Kapitan Nilo. Ich meine, das ist nicht Graf ausschätzen. Ich gebe so, dass wirklich, wenn du den Tournage hältst, also Präparation vom Tournage und Tournage dann nach Postproduktion, gebe ich so an irgendwie Schauspieler, gebe ich so einen 50, 60, 70 Leute. 70 okay. Wahrscheinlich. Okay. Und dann, ihr draus könnt gesagt, und eigentlich alles, und dann kannst du nach den Meldungen zum Schneiden gehen. Nee, also ich bin die ganze Zeit dabei. Auch das ist nicht der Moment, wo ich so, okay. Wir sind also an 3 Main, dann gucken wir schon nach. Nee, ich bin bei, also ich bin noch ein relativ, ich komme echt aus dem Techniker-Eck, also ich bin selber Monteur, ich schneide noch da selber matt. Und auch du noch den Rest von der Postproduktion ist viel während, ganz nur, du kommst immer mehr an der Leute natürlich. Ja. Auch Leute, die im Plateau wohnen, Christoph selber, können auch immer Sachen gucken, ja, nee, ich entdecke das nicht. Ich kann doch ja noch nicht mehr gesehen. Ja, aber was ist am liebsten von all den verschiedenen Sachen? Das ist wirklich, also ehrlich gesagt, das kann ich bald nicht beantworten, weil das eben just so passionant möchte, dass du wirklich so grundverschiedene Momente, wo es an einen ganz großen kreative Prozess. Also wenn mir nicht gefällt, dass das so lange dauert. Das ist wirklich peng. Also das so auch Schauspieler. Das ist so. Ich meine natürlich schon oft, dass sie die ganze Nacht so stehen und dann kurz fairen Dinge. Also ich meine, ich will mal nicht das gedurcht. Das ist selbst das noch nicht kennen. Ja. Das ist für Schauspieler ganz komischer Rhythmus. Die müssen mal so um 5 Uhr kommen, da stehen sie, sitzen sie 3 Stunden da, gehen auch immer nicht gerufen, müssen in ihrem Kostüm erst und dann gehen sie gerufen. Nee, das tue ich nicht. Also nicht im Plateau, sondern ich rieche durch Stress. Nee, ich meine den Marathon einfach von dem Moment, wo ihr seht, da kommt man in 2 Saison, bis sie dann auf RTL lebt, sind eigentlich 24 Monate vergangen. 24 Monate, das ist einfach das, weil es einfach, vielleicht vor 26 Monate. Ich kann nicht viel Kunstformen, geht das halb Industrie, halb Kunst, was mir trotzdem so lange dauert. Ja, das ist echt krass. Für nur 6 Stunden Material oder was? Genau, also, genau. Das ist echt krass. Und mir an den 26 Monate geht durch den Schreibprozess, den nun ich immer noch immens gerne, noch von den Film und Quelle verbunden ist. Weil du viel länger, viel, dann ist es ganz gut, wenn wir den wirklich sehr lang zu sehen, und also froh, wenn andere Leute dabei kommen. Und da war einfach nicht das Wort Tournage, auch nicht ein Jahr gefallen ist, da geht so eine Zucht Zirkus los, kann ich schon gar nicht so. Da muss ich von der Haut nur 100 Frauen pro Tag beantworten, Equipe daraus sich. Und dann seid in der nächsten Dreh, der immer Minoken und Cast. Und da können die wirklich schon, das ist so eine radikal andere Form von Schaffen, wie das lang schreiben, das ist einfach unmöglich. Und dann nur im Turnage geht darum, bis mir ruhig. Montag sind zu 2, zu 3, guckt den Sachen, diskutieren. Das ist auch ein genial, das vielleicht auch, weil ich Montag auch an der Basis sind, das ist auch ein Moment, den ich einfach genial fand. Du stehen schlussendlich wirklich. Ja. Also, und Plateau wo den schon den eine immense Energie, so ungefähr wie 20 Tonnen Leute die drin, und den d'Ambiance gut ist, wenn man Schauspieler klappt, dann wird den doch wirklich cool Moment, und die sehen sie sich später der Tag richtig cool. Und dann am Montag, du geht da wirklich konkret. Du gesagt, den dann wird wirklich Philipp, erinnerst du, wo wir zu München zusammen studiert und gelebt haben? Ja, für was? Erinnerst du dich noch Rosedias? Ja, mega hellefrei, den du so gut, aber Heinz hat das aber gedauert, bis in der akkordiert gut. Ganz genau darüber wollte ich mit dir schwätzen. Spurcase wird nämlich die perfekte Lösung für dich. Mit ihrem Access Study Programm strecken sie dir bis zu 2.500 € für die Zeit zu überbrücken. Ah, das ist cool, aber zu welchem Tor?
Carrément 0%. Ah, de cool. Da kann ich ja mat meine nächste Loyer an Deskriptionsfrei fir du nie bezuelen. An Kapitani en also die erste Staffel ist relativ gut gelaufen, ganz gut gelaufen. An du go für décidéiert okay man eng 2 wie du grad sos beziehungsweise das Netflix jo du en Deal entstanden. Wéi genau as dat zu Sterne kommen alles? Also ich will kein Dominion. Ja Kapitän ja, so RTL du gut also ich mein, für sie komplett überraschend gut gelaufen. Sowohl eben am Flü wie sie das nennen, also die normale Tolle, die ja dann eine Woche am Replay an wo dem Moment wirklich noch nicht wie man es gut organisiert. Du am Anfang wurde ja auch plötzlich blockiert und Studenten am Ausland und du gemäht. Ah, wirklich? Ich weiß aber, wen du Lunch die sperren können. So, wenn du im Ausland vom Lehnfeld gucken über RTL, musst du einfach über FRG gucken. Wenn es da ein Abo ist, da geht es. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht, ob... Ja, okay, vielleicht ist das jemand gern. Ja. Für jeden den. Oder der nur am Machen. Ja, bitte haben du deblockiert, dann wurde dann Ausland bei den Studenten, die ich den eigentlich ein bisschen angeschlossen, also übertrieben. Wir fanden, du hast ein Feedback kommen. Und darauf sind wir von... Nee, das war nicht ganz wahr. Und ganz ehrlich, sind wir schon während der Postproduktion von... Also ihr der RTL kommt, wo wir schon angefangen haben zu diskutieren. Weil das Feedback von RTL lang, von den ersten Leuten, die gesehen haben, wirklich gut war. Ja. Und sind relativ frei gesagt, das kann nicht mehr gut gehen oder zumindest funktionieren. Und du hast mir schon ganz bis zum Anfang zu froh, weil ich ja nie geschrieben für ein Suite. Also das hatte ich schon noch tausend andere Sachen an den dürfte so platziert. Nur sie haben gefragt, was können die dann überhaupt machen. Und du hast mir aber gewährt, dass für die Konfirmation ist die aufgewehrt, dass bei RTL effektiv Kinos für die Kinos und ja, du relativ sehr angefangen mit Netflix, das ist recht noch kommen. Okay. Also war du da relativ sehr angefangen? Zu schreiben. Also ich Kapitani 2? Ja. Okay. Also ab die Mengen, ab jetzt, ich meine, das im September, ja, du auf der Tele, glaube ich, meine, das im Dezember mit Standard gesagt. Okay. Und Netflix? Netflix ist ja du recht... Sind die auf ihr zugekommen? Nee, das nicht. Die proposiert denn da? Voilà, wir hatten also die Produktionsfirma Samsa, die haben in Kontakt gehabt. Netflix Europa sitzen zu Amsterdam. Okay. Und sind halt dann, das ist nicht, also das kann ich machen, das ist nicht an der Blo. Die das irgendwie geschickt, ich weiß auch nicht konkret, wie das geht, wenn das über weil bei jedem Netflix schickt, wie sie schon nicht. Entschuldigung, also du musst wissen, wem mir einen Link schicken. Ja. Also die Idee, wen hun sie kann, wie das dann in der technisch geht, wie sie schon nicht, und du nur mehr klein einstellen. Okay. Und ich weiß auch, dass wir im Moment eine Woche ein Interesse von einer deutschen Telescheine im Moment hatten. Und das ist wirklich okay. Netflix hat einfach, das macht keine so, ich weiß nicht, NASA, also das klingt wie sie sagen, das ist total abstrakt. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht gehen wir da nicht über die Deutsch. Und du hast aber Netflix angefangen, sich zu wibbeln. Und dann, obwohl du noch lange gedauert hast, muss ich bei Samstag den Instinkt gehabt haben, wie weiß. Und das hat wirklich noch ein lang gedauert. Und dann habe ich also ja kommen, die wir aber auch ein Moment lang geheim halten. Also wir wurden just 3, die das wussten. Weil sie sagte mir, Netflix kommt da mit so super strenge Regeln. Die dürfen richtig dann, da nicht so, und wenn ich das sehe, da gibt ein Deal, fällt dir nicht fest. Wo hast du keinen gesucht? Ich habe keinen mitgesucht. Keinen? Keinen. Ja, wirklich eigentlich. Aber, wobei ich aber muss sagen, dass ich da tun, irgendwie, also da mich rumkommen, wo ich mich gefragt habe, okay, wir sind zu 3, die Twisse. Wen, wo, was, wen. Das heißt, das Geheimnisse sind einfach nicht zu haben. Also, so chemiziert Amerikaner wie ein New Mond gewesen. Ich glaube, das nicht einsekommen, dass du 100.000 Leute das Geheimnis für sich geil oder voilà, du Netflix und du ja, das tut den immensen Zufall, dass du auf Netflix kommst, am Mond in mir angefangen und die 2 Saison zu drehen. Das tut du nur so, weil du hast auf Netflix kommen, wie mir also. Du hast ja aber direkt immens gut gelernt auf Netflix. Wir waren doch voll am Stress von der Präpa, von der 2. Saison. Wie gesagt, am Mond für einen Turnage sehen. Ja. Und du hast das geschehen, und wir waren also, du hast das
sie so die echt Erscheinungen an den Top 10 an Argentinien und so getan incroyable. Weil ich mich gefreut und dat meinst irgendeine Influenz drauf, dass Lützeburg mehr Woher geholget oder für positiv auf die Lützeburger Spruch, das eine Auswirkung. Weil ich zum Beispiel Pader als Lützeburger fand dat iwwer cool, weißt du? Ich fand dat extrem löwenswert, dann sind noch ein bisschen stolz drauf, weißt du, dass auf Netflix so eine Lützeburg-Serie extrem gut funktioniert. Ja. So gerade wenn es los ist, Argentinien, weißt du, dann das war schon krass. Ja, also ich weiß natürlich nicht, weil du in Argentinien, weil du das Beispiel ich weiß, du wirst einer Europäer für Bild von Lützeburg, natürlich immer der Banken und so. Ja. In Argentinien, ich weiß nicht, dass die Lützeburg mit Banken oder so verbindet. Was hat den Lützeburg überhaupt verbindet? Nicht China. Also, wie soll ich sagen? Meinst du in Argentinien, den guckt das überhaupt an, realisiert, dass das Lützeburg ist? Oder den also einfach so, das ist Info? Ich denke schon, dass Argentinien Europa viel besser kann wie wir mengen. Argentinien ist anscheinend ganz europäisch. Schon in die Dome, anstatt cool schon Pummel gesucht wird. Wir hatten einfach kleine Länder, die wo doch gut gelernt haben. Also Kanada ist anscheinend doch, wir wurden nicht am Top 10, wir anscheinend ist da wirklich gut gelernt, Kanada. Ja, einfach der Fakt, weißt du, dass Lützeburg Spruch, Lützeburg Subtitren, auch für Leute, die heute leben, die wollen, weißt du, die Lützeburg nicht gut verstehen, die vielleicht dann eine andere Sprache, aber Lützeburg also das sind so viele Sachen. Also, ja. Also die eine Sache ist, ich bin mir nicht sicher, dass es im Ausland viel auf Lützeburg geguckt wird. Nein, sicher nicht. Die größten Länder haben immer noch Tendenz, sehr an ihr Sprache. Ja, klar. Andere Phänomen, ich weiß schon, für viele Lützburger, die auf Netflix auf Deutsch gucken. Ich finde das auch viel hören, dass sie das cringe fanden, auf Lützburg zu leisten. Ich gar nicht mehr. Ich finde das schon mal hören. Mir der natürlich, was ich immer konfirmieren, dass das zu Lützburg an der ausländischen Community als enorm gut ankommt, dass sie konnten endlich etwas auf Lützburg gucken. Sie wollen einen Spruch hören, wie sich das viel gebracht hat. Und dass die Leute, für die sich für das Land interessieren, für die Spruch interessieren, für die nicht mehr wollen den Journal gucken, dass du mal ein Gäbst du. Am Ausland meine ich just, ob das gut oder schlecht für Lützburg ist, will ich nicht bewerten. Ich weiß, dass ich oft gesagt habe, wei, du gehst Büscher. Leute denken oft, dass wir Lützburg wie Frankfurt. Nicht mehr Kirchbirsch. Genau. Geht es um dir, verwendet du einen Spruch an interessant, dann gibt es ernst zu sehen. In Lützburg zu humanisieren, irgendwo. Das war ja nicht eine Sekunde meine Intention. Ich finde, das ist Lützburg. Wen hat überhaupt die Sprachen-Dinger auf Netflix gemacht? Also auf Deutsch, wen hat die was sagt? Sie. Das mischt Netflix? Ja. Okay. Also das ist schon so, dass mir, wie wollte ich meine München für RTL selber auf Französisch subtitриert und auf Englisch. Die Basis gut wird, und die konnten sie auch mit bei Netflix. Und daraus hin und sie, die jeweilige Länder dann an ihr Spruch und die gesagt, das heißt, ich keine Ahnung, wird am Portugiesisch und am Spanischen. Ja. Wie die dicken, dünnen, die gesagt haben. Ja, ich keine Ahnung. Weil die Lützeburg schwer, die muss ich auch kennen, dann irgendwie gut wird von der Spruch. In so einem Sprichwort, ja. Ich mich noch zu Netflix gefreut. Wie ein Monat kannst du so kannst du bisschen so von irgendwelche Summe schwätzen? Also ich schon an einem Artikel 3,5 Millionen gelesen. Nee, das war das Budget. Das war das Budget, voilà. Aber was kannst du sonst noch so von irgendwie das... Also für den Montag von Netflix kannst du nicht. Rangers? Du kannst bei Rangers so. Du kannst mir davon, dass es mehr oder Männer. Okay, und du siehst auch, du antwortest mal. Ja. Siehst du noch einen guten Punkt? Nee, war das ein guter Punkt. Ich antworte just ein Keier. Okay. Ja, war das ein guter Punkt. Also ich weiß so vom AKF, ne? Ja. Was sie bezahlt für die Serie, ja. Purchase. Für einen und zwei, oder wie? Nein, das kann ich nicht sagen. Für zwei. Das weiß ich nicht. Für zwei? Also, nee, für nee, einfach für einen. Also zwei, also nicht für den Doppelt verkauft wie ein. Okay. Das ist so, selbst Leute auf Menge. Okay. Für den Doppelt? Das ist einfach, weil zwei als Multi. Ja, nicht mehr. Oh, genial, mega Success. Du froh, weil das dreifach. Nee, so funktioniert das. Also vielleicht überleben, ob ich dann einfach... Und wie gehen die Sony überhaupt? Also Netflix hat das gekauft und wie kriegt alles das ist eine ganz interessante Frage. Also ich kann da eigentlich ganz einfach beantworten. Ja. Das Budget von der ersten Saison wurde 2,4. Die zweite Saison hat 3,5. Okay, d'accord. Und das hat Netflix bezahlt, deckt bei weitem nicht das. Okay. D'accord. Das ist gut die Antwort. Ja. Wie viel aber die anderen Antwort zu beantworten, das ist, ich fand das, also schon nicht schon gesagt, und
ich fand immer wichtig, dass sie wiederholen, die Suche gehen und die Lützburger Filmfonds zurück. Okay. Ja. Die mir kriegen ja 90% von der Suche von hinten, das sind Steuersuchen. Ja. Und da kommen noch 10% von einem Co-Produzent aus der Belgien. Die kriegt Sengsuchen an den Filmfonds, kriegt ganz viele von den Suchen. Das ist ein bisschen wie ein Investment für sie. Oder? Ja, das wird Investment ganz richtig, das ist ein staatliches Ding. Das ist für Kultur, wieso schon die allermeisten Sachen bringen nie so viel Suchen, die zuletzt gemerkt haben. Das ist das Kulturpolitik. Ja. Und trotzdem, wann dann ein so rankommen soll, so zurückkommen. Ja. Da bleibt ja nur, also das ist ja über Kontrakte geregelt, da bleiben ja nur kein Groß zum übrig, die dann nach eine Produktionsfirma geht. Von der zum kann ich dann also einen kleinen Prozentsatz in dem Kontrakt. Ich kann es gut dir Sekunde davon. Nee, kommen Sie doch her, ich kann 10 Mal mit dir Sekunde. Okay. Nee, voilà. Okay, das war gut geantwortet. Ja. Tom, fährst du Motorrad? Nee, du? Nee, schon nicht. Aber wenn du Motorrad fährst, dann hat AXA die perfekte Assurance für dich. Effektiv, sie machen deine maßgeschneiderten Assurance nicht nur für dein Motorrad, sondern auch für dich als Fahrer und dein Equipment. Aber wenn du noch mehr Informationen zu der Assurance willst, dann klick einfach auf den Link unter diesem Video. Okay. Also Sachen, können wir, das was man vorher kurz so geschwart hatte, können wir das einfach kurz... Gerne. Weil, also, mir ist eben aufgefallen, zum Schluss von der zweiten Staffel war ganz obvious eine Reklame für dickrischer L'Amitié geprost. Mam gute Joe. Und du nicht mich gefragt, wie viel Suchen sie dafür aber machen. Und du hast ja am Anfang dann erzählt, da kann ich auch sagen, wir hatten auch schon eine deiner Alkoholfirma, so mit dem. Ja. Egal, mit einer anderen Bär macht aus dem Land so. Probieren die also, wenn ich keine Suche gehen, gebe ich auch nicht mehr zu. Ja, voilà. Wir bleiben bei dir. Ja. Also sie voilà. Haben halt keine Suche gehen. Ja, kein das so. Probieren, machen. Also, und du kannst voll so als dass sie just Produkt liefern. Also sie gehen alles just Bayer zur Verfügung. Und witzigerweise ist das nicht ähnlich bei einer großen Sache. Nee. Das sind noch... das wundert mich. Ich meine, dass mir mal Gemengen total unterschätzen, dass der Lützburger Reklamme mehr oder so, also einfach ridikül klein. Dass du selbst in Deutschland oder Frankreich placierst, sind 8 Millionen Leute auf der Tele. Hier sind dann 50.000 Leute. Ich meine nicht, dass... Auch Argentinien. Ja, okay, so in Argentinien, an denen ein kleiner Kaktus geht, auf den du nicht richtig treffen kannst. Das bringt dir da sowieso keinen Maps. Ich meine, dass einfach kein Lützburger Firma irgendwie am Moment fällt so wie du den Benefis gesagt so etwas zu machen. Also mal das Product Placement an dem Sinn gibt nicht. Da sie bezielt für 100 Millionen. Wirklich. Zum Mols bei so etwas. Ja, also ich weiß auch nicht, was der Protz ich muss zugehen, ich weiß nicht, was kostet eine Reklame an den Kino zu bringen oder Affichen am Bus. Ich meine, das sind alles Sachen, die ich verschätze. Das sind gar keine so Zommen. Wow, der kann ich gucken. Bei IP kannst du das gucken auf ihrem Site. Also, du weißt ich effektiv nicht, wie teuer das für einen Bus eine Affiche zu machen. Aber auf den großen Medienschäden hier im Land, da ist es eben auch publik, wie teuer so eine Werbung ist. Schon, das sind aber Summen. Okay. Das ist nicht nice. À mon avis. Ja. Ich weiß nicht. Muss dafür Season 3 überlegen. Ja. Weil, wie gesagt, ich meine, dass das... du hast erst einen Martin oder ein Boot. Daniel Martin. Aber wir hatten doch schon erzählt. Ja, plus das war der Prinz. Das Modell, ja. Nee, wie das Modell, also das erste Modell. Ich weiß, ich könnte ein Beispiel nennen, wo Englisch bewusst etwas bezahlt hat. Und dabei kriegt ihr vieles. Ich weiß, das klingt immer komisch bei den Zummen, das weiß, dass 3,5 Millionen enorm klingt, aber das sind immer, wie gesagt, du schaffst 7 Schleit, 2 Jahre. Ja. Die Auto, die kriegen noch gratis. Das heißt, du musst noch selber, das muss ich sogar noch bezahlen, obwohl Nummern zwischen Der Joey hat bei unserem Podcast erzählt, dass er extra seinen Job gekündigt hat für Kapitän. Ja. Weil er so gut bezahlt war. Ja.
par rapport zu seinem Job. Ja. Ja. So, jetzt hast du viel Deal. Ja, also ich, okay. Ja, ich kann mich irgendwie genau, ich meine, ich hatte ja 2 gesehen heute, wir hatten dann, wundern nicht, aber sowieso bis zu einer existenzieller Krise. Und das ist kann Sinn, dass sowieso könnte ich ja, das meine ja. Ich meine es ja schon. Ja. Also, du extra du, wie können ich das ja, ich meine, es war effektiv beide. Also, ich meine, tut im Goal auf die Schrott. Ja. Ja. Mega gut bezahlt. Das ist ja aber nicht schlecht. Also, das ist schön gut. Wie hast du das? Schreibst du, wenn du schreibst, bist du da schon Schauspieler am Kopf oder schreibst oder aus dem gedreht? Schreibst du einfach eine Rolle und du siehst einen Schauspieler oder hörst du einen Schauspieler und du schreibst dem eine Rolle? Ja, das deals. Die Leute, die du schreibst, und dann hoffst dass denen dann die Rolle unhält. Okay. Da gibt es Sachen, wo du einfach beschreibst. Und da gibt es Sachen, wo du einfach schreibst und du weißt von gut, das wird kompliziert. Siehe bei Capitani all die Schauspieler, die so, also Personen, die sollen aus Nigeria kommen, weißt du, dass das wird beschränkst schon mal gut dünn. Also ganz kompliziert. Also ich meine, dass du die Generation ist nicht du. Enfin, so, dass es fängt an. Ja, auch so bei es gibt viel mehr Frauen wie Männer, Schauspieler, mit Niveau. Oft schreib, was du willst, es gibt eine paar Alterskategorie, wo du wirklich bei 1-2 Leuten im Haus ist. Aber wenn die gerade keine Rolle stehen, ob es anders ist, oder schießen wird, dann kannst du anders mal, das kommt man eine Frage draus. Ja, das kommt schon viel. Oder kommt man ein Personage aber 10 Jahre alt oder aber 10 Jahre jung. Krass. Weil Lo an der zweite Staffel hast dann von all die großen Nebenheuer aus dem Land, oder? Also den Superjump, du hast den Tommy Schlasser, du hast Sophie, Musel, de Joe. Ja, also fehlen dann, also ich meine, wir könnten eine dritte Staffel hinkriegen, wann dann einfach all die noch übrig sind, akzeptieren zu kommen. Ja. Bekannt Vicky Krebs am Moment, gell? So bekannt Schauspieler. Ja, also ich meine, Vicky Krebs hat für Kapital, die kriegst du da 2 Leute. Und Dingens. Das ist eine andere Dimension. Dingens, hey. Für Bad Banks auch Nussburg. Ja, was für dann nicht das Saison? Ah ja, das war der erste Partner, ja. Melo, hast du gestorben an der erste? Weiß ich gerade nicht. Nee. Tisch hat, okay, hat keinen Raum. Hat keinen Raum. Hat keinen Raum, okay. Also nicht, also sie sind schon nach Schauspieler, ich will nicht, ja, das war halt so halb am Witz gesagt, haha, wie wir nicht bei Kapitän, ich werde ein bisschen aufwerten, dass wir die viel einer gut Schauspieler, die dann auch haben, die gibt ganz gut Ursachen, dass kein Kapitän die wo. Erstens füllen sie nicht unbedingt, zweitens konnten sie noch keine Rolle und voilà, also du warst humble geblieben. Ich schwer nicht, also ich auch bei der dritten Match spielen. Ja, irgendein kleinen Spiel easy. Irgendein kleinen Roll. Wir machen doch vielleicht. Wann wird passieren, Jet Hass? Ja. Du hast ja drin angeschaut, Nigerianer, die ganze Kritik, das hast du ja auch bestimmt mitgekriegt. Ja, natürlich. Ja. Und wie stehst du dazu? Wie hast du das? Wenn du das ganz schreibst und da kommen die ganzen Szenen da ab? Ja, ich will nicht zu viel am Detail gehen, aber das geht nicht einfach so in einem Land. Das ist schon ein bisschen, also kontra, ehrlich gesagt. Aber ich schon einfach nicht, ich habe auch dem nicht wirklich viel darauf reagiert, und ich will auch nicht wirklich viel darauf reagieren, das mir einfach zur Welt gern. Irgendwie willst du sie viel Sachen gesagt, die natürlich doch stimmen. Also nicht, das ist einfach ein ganz wichtiger, ganz interessantes Thema, wie viel zu sagen gibt, mir die richtig harsch Kritiken, die das mir wirklich, das war mir einfach zu heftig. Also, dann soll ich schon nicht persönlich gehen und dann. Ich mich dat effektiv gefrot, weißt du mat Kritik umgehst, weil das ganz an Ausmus mir auch schon mal heinst du erlieft, weißt du, dass du dann im Internet beleidigt gehst und weißt du, so dumm Kommentare zu dem Podcast aller 2 Neandertaler mit Mikroen, weißt du, so okay. Kommentare da umstechen unhören muss. Philipp war halt ganz egal, hin hast du ein bisschen mehr rational, so, mir nicht ganz. Also ich war auch von Heinz so ein bisschen frustriert. Tom war so Sinnesfiction Neandertaler mit Mikro. Nee, effektiv, also vielleicht sind ich sensibel, ich weiß es nicht, aber Hunisch, das nicht ganz so easy weggestochen.
an schon mich effektiv op die Polemik hin gefrot so wie stöchst du dat wasch? Nee, also ich bin das sicher nicht easy wäschgestochen. Das ist einfach verkocht. Also schon nicht, dass du ein gut und ein schlecht Methode geht. Also nee, sicher nicht. Also ich schon gibt auch Kritik. Wie gesagt, die Kritik ist ja. Also du kannst nur Kapitän kritisieren, indem du einfach null findest, einfach schlechte Krimi oder schlechte Schauspieler, was weiß ich was. So gut das, also gut das nicht mehr besonders. Also das ist mal blöd. Ich kenne zu den Leuten, die eng schlecht Kritik mehr hören wie die 20 Minuten. Ja. Das ist einfach Charakter. Und da gibt es Leute, die so, okay, mir ist am Anfang scheißegal, was Kapitän hier ist. Das ist einfach mit Approche. Das hat dir domat aus. Für auf gut mal rassistisch. Ganz ehrlich, ich gucke ja nicht, interessiert mich gar nicht. Oder so gewohnt geguckt und interessiert mich noch mal nicht. Dafür das selbst kann ich nicht bringen. Das bringt mich natürlich auch, weil das noch viel mehr fundamentaler ist. Sonst du wirklich, ob du willst, ja nicht persönlich gekraft ist. Und da geht es nach, okay, so Neandertaler mit Mikro, so Sachen sehen die zu mir nicht unbedingt. Die einfach komplett debil. Ich finde, du gibst noch am meisten drüber stehen, weil das ja einfach Platz ja, den hast auch wie du in Zwillen stehen, ja, weil den hast du kann ich wirklich gut waschen. Ja. Und da gibt es natürlich die Kritik, die konstruktiv ist. Also ich wünsche dir eine Chance, mit dem werde ich machen, dass so Artikel kommen, wohin sich ein bisschen die Zeit geholt und hat probiert. Und damit ging ich zwar also ich gut hin. Also schon Kritik muss ja auch sein, Kritik ist ja auch wichtig. Wie da seht, dass Leute, die komplett drüber stehen, also bei Sachen, wo du wie gesagt 24 Minuten geschafft hast, das ist ja auch ein bisschen das. Ja. Das will nicht heißen, dass ich 24, dass ich nicht kann 24 Minuten nicht schaffen und dass das dabei rauskommt, am Anfang nicht genial ist. Also das geschieht natürlich und dann also trotzdem ganz schwer für zu verlangen. Da sehen sich, also dass derjenige da sieht, oh merkt das so, ich schon wirklich gerne gemacht. Voilà, bref. Ja. Ja, das ist ein ganz Kunst, damit umzugehen. Und doch nicht komplett ignorieren, soll ich auch nicht alles immer ignorieren. Ja. Mit Kritik schreiben, nach Kritik gehen, also ein Kunst. Ja. Mal den einen Artikel, wie wird der geheißen von Richtung 22. Richtung 22, wo hast du den gelesen? Den aus der auf Facebook. Auf ihrer Website gelesen, egal. Ja. Und denen geht ja wirklich ganz an Dave. Ja. Die fanden ich am Anfang auch vielleicht bis auf 2-3 Sätze relativ reflektiert und argumentiert. Du hast mich effektiv gefragt, wie du das gesagt hast, wenn du nicht willst, so beantworten, das ist auch gut schlimm, da wissen wir Thema. Weißt du eben, en gros so SEO, du musst mit deiner Kunst, oder nicht du allein mehr, tu dir mit Kunst auch die Verpflichtung für so Sachen gut zu belichten, also für nicht Klischee noch auszubauen oder zu verschärfen, mehr echt dafür mit seiner Kunst eben die Gesellschaft zu fördern und Gegenargument, das für zu sagen, ja, mehr wenn es aber zum Beispiel die Realität widerspiegelt. Also dann verwerflich. Das sind ein bisschen die zwei Seiten, en gros. Ja. Plus minus. So wie ich es verstanden habe. Ja. Willst du innerhalb so sagen oder lieber nicht? Nein, am Anfang nicht. Okay. Für mich war doch, also für euch war dann auch ganz interessant, weil wir sind eigentlich relativ offen für alles, wir probieren zu verstehen. Wir sind nicht so links mega woke oder so, wir probieren aber alles zu verstehen. Und gestern habe ich mich darüber informiert und war dann von, und ich mal gesagt, die ganze Zeit so, ja, mir wenn die Realität widerspiegelt, für was ist das verwerflich? Und nur dem Artikel war ich so, okay, ich verstehe nicht, aber ich verstehe die Kritik. Wie ich dazu stehe, das ist ja auch irrelevant. Ich verstehe die zwei Seiten. Point. Aber wenn sie so gut argumentiert, das dann fand ich dann von ganz interessant. Das ist das, was ich will sagen. Nee, also also das ist ein schwieriges Thema. Ja, nee, ich fand das ein Thema, weil du ja so einen Podcast mit sich nicht kann, ob schon gar nicht von mir, weil ich bin zu viel betroffen. Du kannst so am Anfang diskutiert gehen. Ja. Das ist ein Thema, weil das im Moment die ganze Gesellschaft an alle Schichten betrifft, an wo man sind einfach nicht viel alle Matten dran. Das ist ein bisschen schwer, um ein bisschen Rekül zu haben. Ja, voilà. Also wie gesagt, das auch erst, dass mir auch heimst du,
es sind noch selber bei verschiedene Punkte man da nicht ganz am ähnliche Weg werde ich zu verschiedene Sachen wie ich positionieren die passieren das schon so 2 Wochen wie mir kann Gibt ja auch wahrscheinlich schon der sagt Kirischer falsch also nee, das können auch dabei ja. für verschiedene Leute ja für verschiedene ne. Also ich meine die Leute die extrem Kritik äußert für die Götte der riecht also den ich kann so wo ich persönlich nicht kann akzeptieren dass wann ihm sieht dass ich muss die Leute so was zu denken haben weil ich eben Sachen machen die vielleicht die mehr dürftlich gehen wo viele Leute geguckt gehen also ist du voilà, du die Schratze nicht das ist, was bedeutet das genau du willst also du warst nicht bereit zu akzeptieren dass Leute dir so was zu machen müssen. Nee, Leute, ja, das so dass ich Leute soll die Leute soll so weit sie zu denken ja also sie influenzieren quasi also influenzieren was ein bisschen zwiestark wird China was will so das ist schwierig das schwierig Thema das selbst ganz ja einer Diskussionskader wahrscheinlich verlangen an dat hu der en avance net thematisiert weil nee okay also war nie weil du sest wis all Detail gouf mat geplant mit war nie frose ja mach mir dolo egent so eng Rassisten natürlich also natürlich hat der Sekunde wo ich mich renseigniert und dann guckt du wer das op der gar wen wo hast denn wat war Hensinn drogen schon natürlich der Front ja ich mein, wie viel so ist die ein Kritik ist nicht so du fährst das Argument von ja mit der Realität dass sie auch keine Antwort weil sie ja nicht dass das nicht so aus sie so just das soll nicht gewesen gehen oder soll ernst gewesen gehen oder soll viel sensibel oder ganz ernst behandelt gehen oder wer auch immer du bon mit Fäder das ab dem dem Thema wo ich okay mir wo da doch so ich wusste es nigerianisch Mafia so wie einer Mafia an die Mafien wie gesagt das gehört auch thematisiert die schaffen alle haut zu summen das wäre der internationaler am Kommerz wir haben nicht illegale Kommerz schaffen die alle an zu summen an die alle Benefis mehr genauso wie am richtigen der legaler Welt hummer schon gefordert okay wie ma man dat wie gi man da dun a mir auch mat de Schauspieler geschwert net Kotoken absolut opgedrängt oder gezwungen oder bon voilà. Wie ist da genau informiert iwwer die ganz 10 beschäd oder wie kom sie war op die Idee fir dat so zu drehen wie du die eich gemacht hast für die Idee das also das für den Kapitän Semine den an den Mönchgegangen ass an Logo einfach die Idee okay kom man Trick sowieso wegfli sinn an muss Trick op wollte man am Anfang den Träger Minet setzen op Ash an immer mehr realisiert immer mehr realisiert also Drogen an Prostitution an so den Dreh an Angelpunkt am Land aus dem Mulgar oder op de Grenzen bisschen wie zu Ash finalement als ich da nicht so spektakulär an ja man den an der Gergel op der Gergeland an der Stadt an weil dem du hast du sich aufspielt wie also ja okay das war der Tisch du sitzt dann du ich kann man nicht genau herstellen wie du dann nee, stimmt ja, wie du dann schreibst so wie du auf die Idee kannst könnt er einfach so an dein Kopf oder froh selber Dach Schluss guck man so wie schreibst die Geschichte so kommen einfach Ideen an der Kopf oder einer Sachen und du hältst Affluence von einer Filmer Serien oder ja also sie wird bewusst und unbewusst wie soll ich so das am Vierfeld überlesen am Fong ich denke ich schaffe mir dass ich mir Personagen denke okay mein Kapitän wird
wertfällig das dem geschieht. Okay. Also man Ketelsaison dabei, wie können sie nach einer Nähen funktionieren, wo willst du gerne hinkriegen, Anfang der Geschichte. Was will ich gerne Schweizer und so gehen, wie das um Anfang der Geschichte weiter lief. Okay. Und dann an die Idee mit der Undercover-Dinge nicht relativ frei. Wir werden Undercover, wo noch, du hat man ganz verschiedene Ideen. Enfin, man fängt auch nicht so viel mehr. Und ja, und dann los. Ich hatte relativ frei die Idee, so zwei so Kabarett für eine Rivalisierung. Und das dann eben die ganze Drogenthematik Prätext wie für so eine Sort kleine Gangkrieg zu machen. Voilà. Wir hatten en avance oder beziehungsweise ich hatte en avance op bei Podcast für schwer zu breden Marian Donwen en telefoniert bis wenn er das hat das fast ganz viel mat Flüchtlingen im Land zu summe und hat gefreut weil das Argument von der Seite die seht ja wann eine Realität widerspiegelt wollte ich so einkehr verstohlen als dat wirklich so weil am Mon wie den einfach all Moien an all Owen nur der Abisch für der Abisch op der Garas hatte ich einfach blank gesagt ja das ist so das nimme schwarzer Droge verdelen an wis das nie gesagt, dass schwarzer Droge viel Nigerianer egal einfach das also die op der Stroß sie alle Gu schwarz nimmen am Garakarte an du so Marian verbessern mich schon falschschleien dass se am Fong eben net déi sinn die vu Weidewäsch kommen sie wird aus dem Nigeria oder vu Sosenzwech mir eichter eben organisiert Kriminalitéit vun 100er Grenz an der Belg a Frankreich an das David überall an Europa bis so het unwesen treiben plus minus Politik auch schon aber gesot sie gonne am Thema dran also ganz kurz fir Iverein den dat grad guckt mir sinn net am Thema dran wir wollen mir noch kein stark Meinung wir wollen einfach bis frohen verstohlen das net fir irgend krass op zu hellen van der dat will gucken da gut sah das ganz normal authentisch Gespräch so Punkt voilà voilà der Tisch Marian hat eben mir bisssen erklärt an verschwuss dat eben net dass het wie gesagt, die sind die ja aus Frankreich an der Grenz oder von Arel oder von Bresel kommen so das ist echt da das an eben nicht der aus Nigeria oder eben Sudanisch aus Afrika die wirklich den asylhäuslichen ja voilà, die aus Afrika flüchten voilà. Einfach als Information das ist kein froh das einfach ja, nee, voilà. An der Kapitännie gesagt das hat Flüchtlinge voilà. Okay. Nee, ja, ja. Also nicht so mit just lucky eben weil lo de Charakter eben so spezifisch ja, ja. Nee, also das ja und Grace an der Lucky könnt auch nicht als Flüchtling also auch die Flüchtlinge ja. Also die ganze Flüchtlingsthematik die wir haben nicht ja. Ja. Van do Leiit amalgamme man si Responsabilitéit nie verzielt. Nee, also ich will dat Thema mé groß wie dat war just még bescheide wird. Wost du schon Idee fir Season 3? Also du noch net gesot Season 3 gëtt. Gut probiert. Du kannst ja schon Gedanken kommen Idee du kannst du weißt aber dass mir darauf Werte 4 kommen dann kannst wer doch mocht auf dem Podcast voilà, also Kapitani we noch nicht mehr mit 10 mehr dann kommt Land ja. Ja. Für die Willensflecken. Ja. Na einer Frohen aus der Serie, die ich mich gefreut habe. Die sind bisschen miseucht, das Thema. Okay. Aus dem Valentina Draga seine Mentalität anfangen. Ethisch gut oder schlecht, weil hat überlegt ja so, dass hat Lever hört, dass Prostituierte bei ihm schaffen, dann hat sie gut behandelt. Ja, ich weiß, du wirst du von mir verlangen, dass ich du prononciere. Ja, die wollen uns einen Schied verreigen sein. Also, okay. Ja, war das froh? Mir denke. Eben hat rationiert so, dass hat seht, Lever hat das Puffmutter. Lever hun nicht das Prostituiert bei mir schaffen, an ich behandeln sie fair, an ich beuten sie nicht aus, an ich soll am schlimmsten Fall
vergewalteschen se net wie dat se fir Igent den Drecksack schaffen an do eben mega ausgeholt gin an schlecht behandelt da das an go wat hat so klingt mal wann du so siehst klingt het mal besser Voilà. Ja, Hat- so hat- einfach hat- sich Sachen schön zu machen. nee, hat möchte ja auch so also hat weil ihr just Power anfangen ja ja Also- okay dat mech das ist ein Prätext einfach. Also heute will ich auch einfach nur Sachen zum Vom- Undenken ustoßen ohne dass ich nur selber do eng ja genauso wie auch bei der ganzen Drogenthematik ist schon so zu viele Sachen nicht wirklich eng Stark Meinung. Meinung, Komischerweise bin ich nicht bei der Polizei sind so oft können so sie vielleicht die so bei einer Gesellschaft kann nicht ohne Droge funktionieren ja wo die Drogen hier kommen das leider nicht am leider das sind aber der Polizei hier charge sie sind do für zu gucken dass er nicht eskaliert eskalieren wie soll van Drogen an der Prison rakommen die Problem richtig verstanden kommen relativ einfach Drogen an Prison dann sie muss ja irgendwo also Ja. muss ja irgendwo mal da hunn ich mich schon gefo das mein nächst vor guck se wirklich so viel Leute ich weiß nicht obst du de Stom hat der Thema nie gesagt hast me wo ich dat geguckt war ich so ass dat wirklich so krass weil a Menge klenger a Menge klenger Liwen a Menge klenger Bubble as weißt du, so ich kenn dat ja gut, das macht- das mega gut muss für ja so je. ja das muss ja Also das echt wie bëllech wie je. Ich kann Also es nach gut Jo so opkommen an du wo Ja. absteier hun ein Drog fir Reicher Edeldroge. genau das zuviel abordabel gin anscheinend zu die ganz Drogenkonsumation am Konfinement extrem wirklich extrem op an den groß steht ja wo ihr weil Drogen hingeliefert krit nie Problem krass. ja, Uber Eats Von dem Genre, ja. Nee, das funktioniert wirklich. Ah, Also, krass. das hat du, ich meine schon, dass gesellschaftlich viel Druck hat. den ah, doch den Klaas Obsttaxi ja genau ja, vom Klaas ja. Hat du den stimmt Obsttaxi ja, ja. Ja. du schreibst Stimmt, stimmt. Ja, doch, das war schon ja. okay, krass. war das dann wo du- dein Lieblingsfilm Nee, komm mal nicht um, Alter. Lieblingsserie oder eng die da gut gefallen hat, dass du so geguckt hast an der Lasch Keine Ahnung, ich tun schon an der Last schon. Squid Game Ich muss so gehen, dass ich Squid Game Und auch gut ich ganz interessant war. Ich war am Anfang wirklich ich mit der Handbremse da gegangen, weil ich gedacht habe, für so einfach nicht so Variationen wo Leute aufmetzeln und wie dann nach stehen und das so viel mehr komplex Ja. ja. subtil an dem sind wir dann eine ganz gute Überraschung muss ich sagen. Ich weiß nicht ob ich geil drauf sind Sweet zu gesehen weil ich nicht wirklich mal Sweet Kaffee stellen mehr die erste Staffel das ist sicher nicht viel für ihn schon lieber gut von der ja. Ja, ganz interessant Was gefällt das noch bis wie Hunger Games am Anfang vom Stil also von der Idee her. Von Idee, ja. Mit Gufschau selbst an der Nacht Battle Royale geich so japanische Film wo eng Showklasse op eng Insel gesagt genau die eng onmeigg Klasse also nummer se schwer kann an der Kunden so von der Insel mit wo Schul kann wo 16 17 an die muss zermetzelen an der Mensch wie genau op der Wegstimmen weil lief du wie Feders et ass fir Mch am Endeffekt awer sos neicht wie gemetzelt. Ja, ja. Ich weiß, dass ich mich immer fotografiert von der Mensch so gut. Ich fand das ich schon nie de Sender an hat gesehen. Aber Squid Game fand ich da viel nie clever. Ja. Verluste sind schon mit 100 ich will schon vergiert war Bei Squid Game? Ja. Ja, das ist ja eine ganz Kritik unter Gesellschaft, die aber ja, Also mit den Fetten, die da Ja. gucken, mit den Reichen. ja, weißt da, ja. dann auch wie voll ich für mich wie das leider bin mal zurückkommen. Ja. Das bin mal das gibt jemand Ja. raus. Ja. Da Ja, kommen das sie alle heißt- rum. das war Das finde ich auch ganz interessant und sorry für den dass ich da nur verroten für den die nicht gesehen Ja, Die- das die- saßen die- saßen die- genug die- Zeit. Ja. Das ist cool, ganz interessant schon davon dass du ganz interessant Sachen drauf wirklich Ja. Ja, Männer pur so Licht freuen. Das mal von der nach schwere Polemik da hochkommen. ja, wie hast du abs Dora studiert oder was hast du ab studiert Gut gefreut. du haben meinst du Film Ja, ja ja also schon ja Film schon ja, ja. okay der was hast du genau Also das ist eng von der Belschen 2 3 so besser wie überhaupt Filmschulen
Du Belsch a Frankreich so méid Philosophie, dats du vun Ufang gun dech direkt speziaiséiert an engem Domain am Film anch effektiv Montage studiert. Okay. Du kannst also kind Tonkamera wie man. Vun anderen Schulen, die du leer die méi vun allem de ganze Zeit 3 Jahre. Kann ich ja nur décidé, aber die wollen machen. He muss schon fir Dr wissen, was du willst. Du, ja, voilà, du Konkurs, du gehst noch nicht einfach ran und studierst, du einen Aufnahmekonkurs. Ich hatte du schon studiert. Sie haben gerne, wenn nicht direkt mit 19 Jahren, den kennt, dass ich ein bisschen Background hat. Das ist auch nicht überall obligatorisch. Und ja, voilà, das waren 3 Jahre. Und du wolltest nie selber Schauspieler gehen? Schauspieler? Nein. Nee, das ist wirklich, also das kann ich wirklich immens, also entweder dass ich Schauspieler, eventuell geht Schauspieler natürlich die Regie feiern, aber wenn es aber auf der anderen Seite was vom Techniker, Regisseur und schon nie her und sehen am Funk wohl Schauspieler gehen. Also. Ich gebe auch immer selber ein das Spiel laufen. So subtil. Ja, so subtil. Ja, als Statisten, wenn ich das Spiel laufen, musst du ja kein Schauspieler. Ja, voilà. Das ist subtil doch, für so dein Empreinte drauf zu machen. Ja, das ist so wie ein Hitchcock. Ja, genau. Ja, das ist eine Reihe. Wieso, das ist aber nicht nicht Schauspieler. Ein bisschen ein anderer, weil die gehen auch bisschen Schauspiel studieren. Und für Kapitani, wie hast du angefangen? Was hast du das allererst, was du geschrieben hast? Wie hat sich das Löser entwickelt? Das ist sicher nicht, dass ich was geschrieben habe, war nicht Kapitani. Nee. Voilà. Also er so loserlos umgegangen mit einem Regisseur. De Paul Kiefer, mit dem für den ich Montage gemacht habe. Also schon für den seine Filme geschnitten. Das war 15 Jahre her. Und weil wir es ganz gut verstanden haben und auch viel diskutiert haben, an jedem Gang, wo wir ein neues Projekt zu schaffen, mit denen man gefallen zu zoomen neue Projekt. Weil oft, also Realisatoren, die selber schreiben, sind oft froh, wenn sie irgendwann einen anderen Blick oder eine zusätzliche Person haben. Das können ein bisschen so Ping-Pong spielen oder so. Und, weil die Filme hast du nie gemacht, die mir aber trotzdem über die Jahre, bestimmt über die Jahre geschafft. Aber wieso geht das dann nicht gemacht, wenn es so lange Zeit verschlossen? Wie gesagt, das nicht, dass alles, was geschrieben wird, zu Lützburg gemacht wird. Wir haben dann den Film von den... Die riecht das dann an und da so sie, okay, macht das, die mit wirklich Geld dafür. Für alle Projekte, die akzeptiert gehen da, ich kann zahlen nicht, ich gebe so, gehen da 3 refusiert. Vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht. Okay. Es gibt Unmasse von Sachen geschrieben, die nie gemacht sind. Das ist richtig normal. Also. Ja. Und verwerfst du die dann für dich selber persönlich? So, siehst du dann, okay, der Dog auf eine Dugal vom Filmfunk, dann da war das, oder hast du am Hammerkopf noch immer so, am Funk war das aber geil. Ja, das ist ganz gut froh. Weil das ist ja am Funk dein kreativer Prozess, aber das final mal. Also ich kriege nur schon irgendwann einen englischen Punkt gesagt. Das war nicht so oft hier kommen. Okay. Ja, pass einfach zu gut ein. Nee, das ist das. Die Schreiberfahrung ist einfach nicht so groß. Ich hatte ein Projekt, du hast relativ sehr die Sitcom Comeback für uns 10 Jahre. Da sind ich dabei gekommen, nur den ich schon umgeholt wurde. Das hat von Fritz Hammett geschrieben. Aber wie dat du gering Blutgrut huet missen Pool vun Autoren fannen. Du mat zu pur Blutjunker, die du mat geschrieben und dat du még echt Erfahrung bei Apps wirklich du noch gemerkt hast. Okay. Ja. Du direkt no mengger Superjump kom, wo ich mat geschrieben hun. Okay. Du wo kann okay. Du wo net agieren mich meng net, dass du vieles der Tischcht wo ich hab Zeit gehabt, so lange zu schaffen. Okay. Wie Kapitän muss auch bedenken, ich bin 2017 ungefähr. Ja. Ich bin nicht gemacht. Und wie hältst du über Wasser finanziell? Kriegst du Finanzspritze von dem Fonds oder wie? Nein, vom Fonds kriegst du keine Finanzspritze. Aber wie müsst das dann? Also, wie ich so, 2017 schaffen schon Kapitänien. Ja. Dann kriegst du ein paar. Also du kriegst ja, okay. Du kriegst ein paar, ich gebe bezahlt für mein Schreiben. Das war schon ugeholt
Nee, also schon, natürlich, du musst immer, das ist ein bisschen Drama von dem Beruf, du musst immer relativ viel meint. Spekulieren. Genau. Du musst wirklich schnell schon denken, so, du siehst, das soll etwas gehen. Du gehst doch dann eine Firma, kann da du mal so ein bisschen etwas gehen, das sind dann 2.000 €. Weil, stell dir mal 4 Kapitani wären nicht angeholt, du hast 2-3 Monate gestochen. Ja. Und dann hast du das nächste angefangen, das wäre auch nicht angeholt. Ja, da fängst du ein seriöses Problem zu haben. Also für dann habt die Frau für uns zu antworten. Das ist ja an dem Sinn nur untypisch, weil dann Jobs man dauert meint. Was zum Beispiel mich als Monteur für tun und ich 2, 3, 4, 5 Projekte am Jahr gemacht, aber Taschen tust du dann immer so Löcher. Und die Löcher, die kannst du abgefüllt kriegen zu Mustern. Also das können wohl 3, 4, 5, 6 Menschen gehen. Also das geht. Und dann dafür geht es dann ein Schulmeistersystem tatsächlich. Okay. Die Suche kommen aber nicht vom Filmfond, die Suche kommen vom Staat. Ja, also von das ist auch tatsächlich für unseren Sektor, aber auch für die Kunst, auch für den Filmsektor, dass das schon ein Jahre schon nach vorne gehen an. Und du musst dann immer beweisen, weil schon so viel die ich nicht geschafft, obwohl, also wo ich keine Proposition, gut, die sind auf Vakanz kommen oder so, du musst schon beweisen, dass gerade nicht schläft, dass gerade kein Tournage sehen und so, und da kriegst du eine Kompensation. Die Filme nennen doch nicht wie Schulmeister, das ist nicht wie Schulmeister. Klingt nicht eine Indemnisation nennt man das. Und die, auch du doch die Limite. Du kannst nicht 2 Jahre lang nicht die Indemnisation geben, weil du kommst die Budget so, du schaffst einfach. Ja, machen wir das. Ja. Aber was du nämlich schaffst, dann kannst du nämlich so, dass du dazu gehörst. Du musst alle Jahre beweisen, dass du so viel dich geschafft hast, für zu beweisen, dass du davon dazu gehörst. Das ist schon aber, also das ist schon nicht so easy, oder? Nee. Zum Mulz, wenn du gerade von der Uni kennst, nicht so... Nee, dann kriegst du so überhaupt keinen, weil du gehst nicht dazu. Du musst irgendwie Fuß gefasst kriegen. Ja. Du musst 1-2 Projekte gemacht kriegen. Ja. Für das sie so okay, du kannst mir leben dir nur, dass du zur Filmwelt gehörst und dass du kriegst recht, dann auch die Indemnität zu kriegen. Aber weißt du, wie viele circa heute in Lützburg zu der Filmwelt gehören? Da kommen immer so Zöllen ab, wo 700-800 Leute, mich okay. Gesagt, keine Ahnung. Also ich kann mir das vorstellen, also wenn du ganz Schauspieler auch? Zählen die auch dazu? Ja, ich gebe schon so. Okay. Also Schauspieler, also du wirst mal da 80, 90 schon. Okay. Und dann also ich meine 800 das ganz lachgerecht. Also du siehst wirklich alte Firmen noch dran, die auch selber ja dann eigentlich so viele Leute angestellt haben. Aber par rapport zum Ausland, wie stimmt ihr da als Lützburger Land finanziell? Also kriegen heute die Filmwelt, geht die heute besser? Ich muss sagen, ich weiß nicht. Okay. Aber wie gehst du als Lützburger so angeguckt von den Ausländern so an der Filmwelt? Lo, weil es auf Netflix war. Ja, so Lo was ein Kind. Ich meine nicht ernst, wie wenn du gibst so, du wirst Willis vor, das schlechteste Beispiel. Was du gibst so, ich weiß nicht, ich bin Musiker, Tennisspieler, voilà, Musiker, alle zu Musiker, ja. Das ist egal, wie exotisch. Ja. Das ist bald egal, woran du schaffst. Ja, d'accord. Und das war es selbst. Also. Okay. Die Transition für als Lützebäuer am Ausland zu gehen, also auch nicht so evident, forcément. Nee. Okay. Nee. Okay. Wie gut das hin am besten? Nussbusch? Ja, hat sich, aber Vicky Krebs natürlich. Tommy Schlesser auch? Ja. Tommy Schlesser, also das ist egal, wie viele Schauspieler. Ja, das ist auch Ivar Bogos. Ja, das ist Ivar Bogos. so kann ich nicht schneller. Ich war so bei solchen Dingen, wir sind ein Bogos. E-Bogos, für Prinz zu spielen. Am Drehbuch schon mal Bogos. Mit den, ja, die dachten, also trotzdem, dann die Bausch als Realisateur hat ja auch in Deutschland geschafft. Paul Kuchen, den leider verstorben aus der ein bisschen aber im Ausland. Aber wo? Immer Deutschland oder Frankreich? Den Andy-Manager in Deutschland tatsächlich. Polen oder Frankreich. Okay. Die haben gut Filme in Amerika, die wir uns gemacht. Mit das aber das. Til Schweiger von Lützburg. Nicht so viel. Mit das nicht, das ist schon schwer. Also das ist auf jeden Fall nicht, eigentlich der richtige Weg, auf Lützburg zu kommen. Wenn ein Drama aus Hollywood zu kommen, da soll ich direkt auf Hollywood. Okay. Da soll ich direkt volle Kilo. Ja. Ja.
Okay. Gebe ich so. Hast du generell also Tipps für Leute, die Ja, so cool Tipps, ja. nee, hast du noch einer so effektiv so Tipps oder für Leute, die sich interessieren für an die Branche für Fuß zu fassen? Also das nicht, dass ich begegne regelmäßig Leute, die umgangen sind, entweder wollen, also Junker mich, sie wollen ihr Studium wechseln, weil ich ja auch gemacht, an dem Sinn kann ich nicht mehr so, ich kann keinem so weit nicht. Oder die umgangen sie fertig sind mit dem Studium und sich frohen, wie geht das überhaupt, die kriegen Fuß gefasst und so. Das ist am Anfang nicht so schwer, darauf zu antworten, weil es schwer ist, als effektiv in die dabei mich können und immer seht, ja, ich will auch gerne eine Serie auf Netflix holen. Ja, okay. Das ist nicht, wenn ich eine Sekunde lang Europä geschafft hätte. Und leider kann ich da absolut keine Intelligenz dazu suchen. Oder Schauspieler, die man sieht, ich will gerne an den Tatort kommen. Ja. Ich weiß nicht, was stimmt so. Ich weiß ja selber nicht. Ich hast du nie so Ziele, wie du jung warst, du irgendwann ein Jahr werde ich. Doch, sicher. Aber zwischen dem, wo ich haut sind, aber weil ich schon früher festgestellt habe, das ist einfach so radikal ernst. Ich hätte nie gedacht, dass ich schreiben. Okay. Ich hatte mir im Moment keine Vorstellung mehr Regie zu machen. Ich wollte aber mehr einen konkreten Beruf lernen. Dafür habe ich Montage gemacht. Regie ist ja einfach mehr so ein bisschen von allem, man nicht wirklich. Anscheinend ist ich auch ganz froh, dass ich Montage gelernt habe. Dass ich nur an Schreiben drüber gerutscht bin, hätte ich mal damals, als ich auf der Schule war, nicht eine Sekunde können vorstellen. Und dass ich eine Serie auf Netflix und das ist einfach delirant. Also das schenkt mir heute noch immer nicht real, ehrlich gesagt. So kannst du das selbst nicht schaffen, das schenkt mir verrückt. Ja. Mein Dreh, ich meine, dass ich auf der Filmschule war, wo mein Dreh Montag zu gehen, ob Filme, die vielleicht sogar effektiv im Ausland, Volksgefährt könnte fast in einem größeren Land, nicht Lützburg, hat für bestimmt auch ein Ziel gewesen. Voilà, ja, du geht dann. Ich bin aber nicht stringent genug Europä geschafft. Ja. Das ist am Moment hast du auch nicht nach so große Ziele. Du bist einfach zufrieden, du musst dein Ding. Ne? Oder bist schon so, ich will nach irgendwann. Also mein Ziel ist in Amerika zu gehen. Ja. Oder Argentinien. Oder Argentinien. Weil nicht verlesen, dass ich gebe schon gerne, also man eigentlich mich froh können hier. Und einer dicker ausländischer Sache zu schaffen, wie ich natürlich nicht so. Voilà. Okay. Cool. Mich aber nicht, wie gesagt, wenn sie wird, Creator von einer Serie in Amerika, weil das für mich immer genauso abstrakt wie sonst. Ja, ich weiß immer nicht, wie das cool. Also, okay. Beziehungsweise der W ist einfach. Ja, da kennst du genauso gut so von Tour de France nächstes Jahr. Wirklich? Ja. Das verstehe ich nicht. So, das ist ja aber dein Mädchen. Ja. Ja, aber Amerika bleibt Amerika. Und, okay. Also was wirklich so, okay, probier nur, ich weiß mal als Ziel setzen, ich weiß nicht, eine Serie am Frankreich und Deutschland. Das ist okay, du weißt du vielleicht ein bisschen mehr. Amerika bleibt für mich super abstrakt. Okay, ja, fair enough. Okay. Vielleicht zu ja. Ich weiß nicht mehr. Ja, mehr leben in dich. Ich will da noch dick verschwunden an die Tasse. Wir kommen noch Döner statt spielen. Ja, voilà. Genau. Extra so, du hast ein Gölle froh, ne? Und als Audience. An der Karte wird zu spielen. Genau. Also, ja, genau. Kannst du gerne spielen. Die Karte hat nicht zu dienen. Das ist etwas, was ich dreifach durchheben will. Weil dann einfach immer eine perfekte Karte hast, das in einem totalen neuen Zustand. Das ist etwas, was ich schon mobil ist. Das ist einfach ein sau witzig Comicbuch. Gut. Ohne Text. The Book of Bunny Suits halt. Und mit dem flotten Subtitre, wenn du einen Hust siehst, dann ist es gerade lustig umzubringen, dass das ein Buch wie ich. Das ist einfach das ist ein perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. TikTok? Das ist sehr witzig, weil das klingt... Und du musst natürlich auch ein Autogramm dran. Nee, weil ich nicht geschrieben habe. Also ich kann ein Autogramm dran haben, ich will nicht mal zu dem. Ich musste lachen. Ich will ein Autogramm. Ja, das natürlich. Man nee, wann ich geht gewonnen. Du musst lachen. Nee, das ist gut. Das wär, also, ich habe just Comic gesehen mit der Switch. Nee, das ist wirklich witzig. Und, ja, genau. Ja, Ich habe noch ein Buch, das ist 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist einfach ein perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perfekt Toilettebuch. 150 Methoden für einen Hust für sich umzubringen. Das ist perf
Ja, froh, zum Moment der Tür nicht so einfach. Ich habe meinen Kapitän gefragt, wie hieß dem Lü-Kapitän seine Schwester? Ah, okay. Weißt du das? Ja. Ah, okay, du warst fertig. Aber ich habe die Serie geguckt. Ja, okay, da muss ich auch noch tun. Ich habe halt gesehen, sonst hast du nicht gewusst. Das hätte ich doch total verzeiht. Okay, so war es nämlich beim Dingens, beim Joey. Ja, du hast noch nicht. Du hast, nein, ich Ja, der hat noch gar nicht gesehen. du hast ihn noch gar nicht gesehen. Ja. Einfach voll Impro. Ja. Mir ist schon richtig rote, wen denn Mehr da war. Ja. 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 Ja, ja, also mir das ist interessant. Ich weiß, dass da hat es eine kleine Premiere gemacht, wo 3 Episoden Mensch gewesen sind. Und da sehe ich, ich komme nicht mal ganz Geschichte erzählt. Das ist krass. Das war ähnlich schon auch dran an dem Domain schafft, an den noch einen gewissen Gehirn hat, das wissen eine stickt an den, also Lungen wirklich zu 90% richtig. Ein paar Mal. Ja, also das ist schon Leute, die ganz gut Sensoren haben. Ja. Andere, die einfach mal Flow mitgehen. Ja. Ah. Okay. Na ja, dann. Vielmals merci. Vielmals merci. Willst du noch in der Platz gehen? Merci. Nö. Okay. Merci für die Invitation. Ja, merci, dass du gekommen warst. Merci für die Nullausterin. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao.